Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Wir sind hier im Unterschlupf. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Reputation-Punkte holen, haben auch dementsprechend ein paar Autos freigeschaltet, aber das sind leider alles so alte Schwarten, wo ich jetzt ganz ehrlich muss sagen, keinen Bock habe, etwas zu kaufen, weil nicht so schnell, nicht so geil, fühle ich nicht so. Darum tun wir in dieser Folge, wir haben ja $92.000, wir tun jetzt in dieser Folge unseren M3 ein bisschen auftunen, ein bisschen verbessern. Wenn es wird gehen. Come on, können wir es nicht einbauen oder was? Eingebaut. Ist ja schon alles eingebaut. Ey, bruh, Mann. Sicher nicht. Ah, da. Nitro. Mal da. Da hauen wir rein. Da haue ich jetzt einfach einen grossen Tank rein. Come on, machen wir es so. Fahrwerktechnisch könnten wir jetzt auch auf Norddings raufgehen. Dass er noch ein bisschen sporty-mäßiger ist. Wir haben jetzt so etwas da drin, bringt uns aber rein theoretisch gar nichts, so wie es aussieht. Bremsen. Schnelle Rundezeit, da machen wir jetzt wiederum, dass wir bessere Bremsdings haben. Bremsleistung. Der Reifen haben wir jetzt ja auch so einen Mischreifen drauf da. Bringt uns auch nichts von den Punkten her. Kupplung würde ein bisschen etwas bringen, aber machen wir jetzt nicht. Okay, viel Tuner können wir da in dem Fall nicht. Das Differential könnten wir jetzt auch wieder da einbauen lassen, macht aber auch keinen Sinn. Scheiße. Hilfsmittel. Geil, ja komm, das bauen wir auch ein. Das könnte vielleicht noch uns ein bisschen helfen. Ein Störsender. Und dann würde ich mal sagen, switchen wir gerade wieder in die Nacht und machen ein paar Nachtrennen nochmal. In der Hoffnung, dass wir wieder ein bisschen Reputation-Punkte sammeln können. Ja, dass wir da halt einfach Level-Ups. Jetzt müssen wir einfach Level-Ups machen. Es geht nichts anderes als Level-Ups. Und ich glaube, das ist schon möglich auch mit unserem Auto. Also, das Problem ist einfach, ich darf nicht einen Berg rauffahren und ich darf nicht viel Schlangenlinien fahren und so, weil ich muss einfach den Speed konstant können halten, dass es etwas bringt, weil sonst bin ich einfach zu langsam. Das ist halt leider einfach so. Was haben wir da so? Haben wir irgendwie ein Rennen, wo jetzt nicht gerade so übertrieben starke Fahrer sind, da oben. Fetzen wir rauf. Wir kriegen unterwegs schon Schmier rüber. Also eben das Ziel wäre so, ich bin ganz ehrlich, das Ziel wäre so Stufe 15, 18 von den Heatstufen. Wäre nice, aber da müssten wir recht randaliert haben und dann noch schmierlos werden, dass das etwas bringen würde. Aber einfach, dass wir gute Autos freischalten. Also nice wäre zum Beispiel ein Skyline, nice wäre irgendwie oder sogar ein GTR wäre nice, einfach etwas Schnelles, wo wir auch ein bisschen Tuning-Potenzial drin haben auch, und wo wir auch wirklich dann wo es sich auch lohnt, etwas zu investieren an Leistung und so. Wisst ihr, was ich meine? Weil jetzt einfach beim M3 bin ich ganz ehrlich, es ist schon ein schnelles Auto. Eben, er hat nicht einen schlechten Topspeed, er ist eigentlich gut im Topspeed. Also jetzt eben für meine Verhältnisse, sage ich jetzt mal. Aber einfach Beschleunigung, die ist zum Kotzen bei dem Auto. Die ist wirklich echt zum Kotzen. Ah, da vorne ist ein Schmierwagen. An dem rasen wir jetzt einfach schnell kurz vorbei, dass wir schnell kurz Cops haben und dann wieder loswerden. Dann muss ich noch wissen, wie das mit dem Störsender funktioniert. Hä? Hat mich mal entdeckt. What the fuck? Ist im Schlafen da innen? Bestechen könnte sein. Ich kann jetzt aber den anderen machen. Den Störsender aktivieren. Moin! Oh, gerade 2 Schmierwege am Arsch. So, 2 Bullen am Arsch. Ja, genau, der steht einfach genau dort, wo ich natürlich durchfahren muss.
Ja, wir fahren jetzt einfach halt ein bisschen schnell rum. Ja, wir verlieren sie schon wieder. Natürlich gerade gut, wenn wir sie verlieren. Super. Jetzt können wir nämlich hier umkehren und können gerade das Rennen starten. Ah, nice. Perfekt. Es gibt aber schon recht viele Heat-Punkte, wenn du jetzt einen Schmierwagen hinter dir und du entkommst. Das gibt schon noch recht viel, das schenkt dir recht ein. Aber jetzt ist gut, jetzt haben wir ein bisschen Schmier gehabt, jetzt können wir das Rennen starten. Jetzt haben wir schon eine relativ hohe Heat-Stufe, also schon noch 1, aber kurz vor dem 2. Und durch das Rennen haut es das nochmal raus. Und dann können wir nochmal ein bisschen Heat-Punkte absahnen. So. Also wir wieder ein bisschen am Einheizen, wie immer. Nadelschweif und dann nachher fahren wir das Rennen und dann muss ich ganz schnell abdüsen. Also jetzt im echten Leben, nicht hier im Gaming. Ne? Weil jetzt ist gerade 10 vor 12 und um Viertel ab 12 muss ich essen. Also habe ich abgemacht zum Essen und ich bin eigentlich noch gar nicht parat. Von dem her, nice. So, also der erste Platzierte da vorne zieht natürlich mal schön wieder weg. Wow, und einfach mal instant Schmier bekommen, aber das ist gut, freut mich gerade. Halt unsere Heatstufe nochmal ein bisschen mehr auf wieder. So, das Ziel wäre Erster werden, das wäre richtig nice. Sprintrennen gefällt. Wow! Weil da können wir auch ein bisschen etwas rausholen, denke ich mal jetzt. Alter, der erste Platzierte, was fährt der für eine Karre, Mann? Wow! Super, das hat mich zu ausgebremst. Wow, jetzt kommst du noch. Ah, wenn sie nöch sind, tun ihre Störsender, also tun ihre Dings blockieren, oder tun ich einfach stören. Dann können sie keine Verstärkung mehr rufen, das ist noch nice. Ja, super, er ist einfach schon da vorne, ey. Wow, von wo kommst jetzt du her? Im BRZ da. Ja, da ist wieder, da wäre das Auto nice mit einer guten Beschleunigung, weil da verliere ich jetzt einfach wieder die ganze Zeit nur Geschwindigkeit. Ah, BNK, nice. Alter, das hat hure viele Bullen da. Krank. Nein, LKW. Oh, fucking hell, Mann. Bullshit. Fucking Bullshit. Ah. Aber jetzt True Story. Die Fahrphysik in dem Game ist einfach ultra schwammig. Findet ihr nicht auch? Also teilweise ist extrem schwammig das Ganze. Ja, genau! Genau stehst du dort, ey, so ein Pisskopf, Alter. Das hure Dreck. Das Game regt mich jetzt schon wieder instant auf, Mann. Es ist einfach mühsam, immer mit den Drecks-NPCs irgendwo stehen, wo ich gerade rumdriften will. Oder du fährst so in die Kurve rein. Was kommt dir entgegen? Ein scheiß NPC. Jetzt haben wir einen etwas stärkeren Nitro. Sind sie also wieder am Suchen. Nice. Schon wieder ein Co. Sehr gut. Alter, verpiss dich mal. Aber jetzt da wieder Weg darauf. Ich bin einfach so langsam. Warte noch mit Nitro. Nehmen wir noch. Jetzt da um die Kurve und aus der Kurve raus. Jetzt, come on. Ah, fuck, ich habe den Rand getutscht. Ah, Bullshit. Come on, Mama. Yes, noch zweiter Colt. Nice. Auf der Finishline, ey. Hello there. What? Alter!
Spawnt er einfach vor mir! Was ist jetzt das wieder gewesen? Sorry, aber... Ey, ohne Witz, Mann. Manchmal das Game, hä? Spawnt er einfach einen Schmierwagen von mir. So... Ganz einfach und easy. Wow! Wir gehen da rein. Du kommst. Ah, jetzt crasht. Nice. Nice, nice, nice. Ah, okay. Kommen wir nicht rauf. Versucht es weg sein. Aber da können wir jetzt wieder in die Garage fahren, weil jetzt haben wir wieder eine Heatstufe mehr. Und dann würde ich die Folge hier halt schon leider beenden, weil wie gesagt, ich habe leider noch einen Termin. Habe nicht gedacht, dass es so lange geht da wieder. Jetzt muss ich schon schauen, wenn ich da wieder rauskomme. Hoppala. Da vorne ist es, glaube ich, ja, dort vorne. Und dann sind wir Stufe 13. Haben wir vielleicht dann auch ein bisschen wieder neue Autos freigeschaltet, ein bisschen etwas Gutes. Aber wir haben fast 10'000 RP geholt jetzt, das ist auch nice. Von dem her alles gut, aber eben, auch in der nächsten Folge das Ziel wird einfach nur sein, RP sammeln und nochmal RP sammeln. Ich kann es nicht oft genug sagen. Weil wir müssen jetzt einfach Level-Ups haben, es geht einfach nicht anders. So 62'000 RP. 4,5 nur, aber Multiplikator 2 und da sind wir bei knapp 10, also beziehungsweise bei ein bisschen mehr als 9. Stufe 13 und das 8. etwa. Mal schauen, was wir freigeschaltet haben, wenn wir etwas freigeschaltet haben. Wir haben nicht freigeschaltet, ja moin, aber wir sind safe Stufe 13. Da können wir in der nächsten Folge weitermachen, in der Nacht, dass wir Stufe 14, 15 kommen. Und ja, da will ich mal sagen, was es war mit dieser Folge von Need for Speed Heat. Sorry, dass die Folge ein bisschen kürzer war, aber wir haben auch schon wieder eine lange Folge gehabt, von dem her tun wir es ein bisschen wieder ausgleichen. Und ja, da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo oder auch, wenn ihr das Video teilen. Und sonst würden wir uns dann einfach im nächsten Video wieder sehen. Bis dann sage ich mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!